Manchmal habe ich echt Angst vor dem Moment. Ich finde das ein bisschen cringe. Ihr kennt das, oder? Da gehst du jahrelang denselben Weg und dann kommt aber der Moment, wo du zum ersten Mal feststellst, wow, wenn ich mich an dieser Stelle auf dem Weg, wo ich schon zigmal vorbeigegangen bin, auf diese Bank setze, das ist ein entzückender Blick in die Weite. Oder noch schöner, da kennst du einen Menschen schon lange, lange Zeit und in einem Moment gehen dir die Augen dafür auf, wie liebenswert sie ist, wie schön er ist und wie sehr du diese Person um nichts in der Welt mehr missen möchtest. Da liest du immer wieder die Bibel, Johannesevangelium, und plötzlich stockst du und denkst, ich dachte, ich hätte gerade gelesen, dass Jesus gesagt hat. Hat er das wirklich gesagt? Und wenn er das gesagt hat, hat er das auch wirklich so gemeint, wie es da steht? Wie konnte ich bisher darüber weglesen? Johannes 16,7, du hast es schon zitiert. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Nochmal, das hat er wirklich gesagt. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der nicht, der euch an meiner Stelle helfen soll. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Mitten hinein in die Traurigkeit seiner Jüngerinnen und Jünger, nämlich darüber, dass er weggeht, mitten da hinein haut Jesus diesen ziemlich skandalösen Satz raus und sagt, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst kommt der Heilige Geist nicht. Und ich dachte immer, ja Jesus, das ist es doch. Jahrelang habe ich als Christ gelebt, als Theologe gearbeitet und gedacht und habe gedacht, Jesus, das ist die ultimative Gegenwart Gottes auf dieser Erde. Mehr geht nicht. Und natürlich bete ich selbstverständlich zu ihm. Ich folge ihm nach. Ich lebe mit ihm. Also ich versuche das mindestens, okay? Und dann habe ich das auch gefeiert, dass er sagt, hey, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das habe ich hochgehalten. Und doch beschreibt es nicht äußerst treffend deine, eure und auch meine Situation, wenn wir das an diesem Morgen auch mal ungeschminkt zugeben. Jesus, so wie er mal da war, ist nicht mehr da. Er ist weg. Und wir müssen diese Abwesenheit Jesu in gewisser Weise auch schlucken, akzeptieren. Jesus ist abwesend, aber dafür ist ein anderer anwesend, der Heilige Geist. Hier Punkt, jetzt Punkt. Wenn Gott es mit uns zu tun hat und wenn wir es heute mit Gott zu tun bekommen, dann haben wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. Und Jesus selbst empfindet das übrigens überhaupt nicht irgendwie als blöd oder als Konkurrenz, dass da jetzt der Heilige Geist seine Stelle einnimmt. Er scheint sich im Gegenteil sehr darüber zu freuen, dass er die Bühne räumt und der Heilige Geist die Bühne jetzt betritt. Und genau das ist auch das Erstaunliche. Und genau das ist das, was die Karriere des Heiligen Geistes ausmacht. Seine Biografie. Und wir wollen diese Biografie, diese Karriere, diese Geschichte heute ein wenig nacherleben, nacherzählen. Normalerweise bleibt der Heilige Geist eher bedeckt, er hält sich im Hintergrund. Er ist zwar da, aber er ist anonym. Er steht definitiv nicht auf der Bühne, sondern eher hinter den Kulissen. Und dass er selbst Gott ist, dass der Heilige Geist selbst ein göttlicher Akteur wird, ein Handelnder, dass er neben dem Vater, neben dem Sohn steht, dass er so etwas wie eine Person ist, also dass er personale Züge hat, personhafte Züge. Das war nicht immer so. Das ist Teil einer Geschichte, Teil einer Entwicklung. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, wenn wir es da mit Gott zu tun haben, Gott ist Gott und wir schnallen es nur nicht, dass er es ist. Das spielt bestimmt auch mit.
Also Karriere des Heiligen Geistes, eine Entwicklungsgeschichte. In gewisser Weise für uns, weil wir ihn einfach besser kennenlernen, weil er sich uns enthüllt, weil er sich uns immer mehr offenbart. Ja, aber ist es nicht typisch für den Gott der Bibel und für den Gott des christlichen Glaubens, dass wenn dieser Gott sich einlässt auf eine Geschichte mit uns, dass er von dieser Geschichte sich berühren lässt, dass diese Geschichte etwas mit ihm macht, dass dieser Gott, an den wir glauben, tatsächlich selber eine Veränderung durchmacht? Ist es denkbar, dass der Heilige Geist in der Tat eine Karriere hingelegt hat? Dass er am Anfang der Geschichte Gottes mit uns ein anderer ist wie am Ende? Und dass es da einiges zu feiern gibt. Also bevor wir jetzt mit diesen ersten Geist-Episoden loslegen, vielleicht noch mal ganz kurz, warum noch mal machen wir das hier? Punkt, jetzt, Punkt, diese neue Predigt- und Gottesdienstserie. Warum beginnt das mit Karriere des Heiligen Geistes? Wir reden über die Karriere des Geistes, damit er in uns Karriere macht. Wir tauchen ein in die Geschichte des Geistes und hoffen, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden, dass wir in dieser Geschichte auch herausfinden, wie dieser Geist nicht aufgehört hat, Geschichte zu schreiben, Karriere zu machen und wie er das mit dir in deinem Leben, deine Geschichte fortschreibt, als Autor deines Abenteuers, als Autor des Weltabenteuers Gottes in dir. Diese unfassbare Story der Menschenfreundlichkeit Gottes. Hier und jetzt ist er gegenwärtig und macht es. Was liegt also näher, als mit Worten zu beten? Ganz bewusst habe ich das hier eingefügt, die der große Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert schon gebetet hat. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Und hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmermehr verliere. Amen. Zwei oder drei Karrierestränge des Heiligen Geistes. Der erste, der Geist, der lebendig macht. Pfingsten 2021, Südfrankreich, in den Hügeln der Ardèche. Ich war eingeladen worden von einem befreundeten Ehepaar. Zwei wunderbare, liebevolle, großzügige Menschen. Die hatten dort ein Anwesen gekauft. Und es dauerte ein wenig, bis ich herausfand, was macht mich an diesem Ort, was nimmt mich so wohltuend ein? Was berührt mich so? Ist es die frische Luft? Der erhabene Blick ins Tal? Die gastliche Großzügigkeit der beiden? Ja, all das auch. Aber erst als wir auf der Veranda saßen zum Abendessen, da vernahm ich, was es war. Ein zartes Rauschen. Es war ein zartes Rauschen, was aus dem Tälchen, aus den 3 Bächen, die dort im Tälchen zusammenfließen, was dort so zu uns hochstieg. Beruhigend und belebend zugleich. Hat mich glatt vergessen lassen, dass ich einen Tinnitus habe. Dieses Rauschen hat mein eigenes Ohrrauschen wie ausgeknipst. Ich wurde die Faszination an diesem Rauschen nicht mehr los, solange ich da war. Am anderen Tag hatten wir eigentlich eine schöne Wanderung geplant und ich habe allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, hey Christoph, hey Petra, was ist, wenn ihr alleine geht? Und ich würde gerne dem Rauschen eures Anwesens ein wenig folgen. Und dann haben sie gesagt, natürlich, mach das, ganz wie du willst. Sie sind gegangen und haben mich für einige Stunden entlassen
in diese Welt und ich kann bis heute nicht genau sagen, wie viele Stunden es waren, weil ich bin förmlich eingetaucht. Das nennt man Immersionserfahrung. Wenn du weggeputzt wirst, wenn du ergriffen wirst, wenn du in eine Wirklichkeit eintauchst, das kannst du auch nicht genau kontrollieren, was da geschieht. Ich bin bachaufwärts gegangen, ich fand eine kleine Grotte, ich verweilte, ich schaute, ich achtete auf meinen Atem, ausatmen, einatmen. Dann suchte ich im Bachbett ein paar Steine und habe dann so ein Kreuz gebaut, so als ob ich irgendwie so auch meine Gegenwart dort ein bisschen länger halten wollte, während ich ja später schon lange weg war. Als ich dem Wasser zuschaute, durchflutet mich die Sehnsucht, zu einem Menschen zu werden, der sich an andere verströmt und dabei selber aber nie austrocknet. Betend fragte ich, wie die Grotte wohl aussieht bei Sonnenschein. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ein paar Momente später im komplett bewölkten Himmel ein winzig kleines blaues Loch. Und durch dieses Loch fiel ein Sonnenstrahl exakt genau in diese Grotte. Und jetzt tanzten die Wasserreflexionen an den Felswänden. Ich war echt baff. Das Rauschen kam nun nicht mehr von irgendwoher. Ich war mittendrin im Rauschen. Das Sausen der Stromschnellen wurde zu einem lauten Sprudeln aus der Tiefe der Wasserfälle. Ich bin weiter flussabwärts gegangen. Was, wenn ein Gewitter das alles hier in einen tosenden Fluss verwandelt, der mich wegreißt? Ich legte mich auf die umspülten Felsen und ich bin einfach eingeschlafen. Was ich da erlebt habe, ihr Lieben, das war eine tiefe Verbundenheit mit der Welt. Ich würde sagen, da kommst du in Berührung mit dem Leben und den Quellen des Lebens selbst. Ich wurde durch dieses Erlebnis, durch diese Stunden selbst lebendig gemacht, selbst ermutigt, beseelt, auf die Beine gestellt. Es war, als hätte jemand den Stecker bei mir eingesteckt und meine Batterien aufgeladen. Die Geschichte des Geistes Gottes mit uns Menschen beginnt, wo wir solche Erfahrungen machen. Du kannst die Geschichte des Geistes Gottes nicht einfach herbeitheologisieren. Du erkennst diese Karriere des Geistes nicht, wenn du einfach nur drüber redest und nachdenkst. Ohne solche Erfahrungen wird das nichts. Und ich unterstelle euch, dass ihr alle mehr oder weniger so ähnliche oder ganz andere Erfahrungen mit dem Geist Gottes schon gemacht habt. Vielleicht wisst ihr aber nicht, dass der Geist Gottes ist. Deswegen erkläre ich es euch jetzt nochmal, doch ein bisschen theologisch. Das Wort, was die Bibel verwendet, um solche Phänomene zu erklären und zu beschreiben, ist Ruach. Ruach. Und nur schon, wenn du das wie ein Hebräer aussprechen könntest, würdet ihr spüren, Ruach bedeutet Atem, Hauch, Luft, Rauschen, Strömen, Wind, Böe, Sturm. Die ganze Palette von zärtlich säuselnd bis feg dich von den Beinen. Ruach, Geist des Lebens. Ruach Jahwe, Geist Gottes. Ganz am Anfang ist sie da. Und ich sage bewusst sie, weil sie ist tatsächlich weiblich. Das ist leider in der Übersetzung ins Griechische und ins Lateinische schiefgegangen. Da wurde aus Ruach Pneuma und Spiritus, also das wäre dann männlich oder eben sachlich, ein S. Aber im Hebräischen ist Ruach weiblich, ist eine sie. Ich verzichte aber jetzt darauf, hier die ganze Zeit zu gendern und was weiß ich. Ich bleibe dabei, der Geist. Man könnte aber genauso gut auch sagen, die Geistin. Und immer, es gibt auch ein paar Stellen, wo Ruach männlich ist, aber immer wenn es weiblich ist, die große Mehrzahl, da geht es um Empfänglichkeit fürs Leben und sie entbindet das Leben. Sie ist die Schöpferin des Lebens. Sie schwebt wie eine Henne über der Urflut. Da beginnt's. Am Anfang, es war alles wüst und leer
Und der Geist Gottes schwebte über der Urflut, wie eine Henne. Man hört es förmlich flattern, Flügelschlag, Vibration, Good Vibes in der Luft. Der brütet mal wieder was aus. Das ist er. Da beginnt die Geschichte, da beginnt seine Karriere. Und dann macht Gott die Menschen. Er macht sie aus Staub, aus Erde, vom Acker. Und er haucht ihnen den Odem des Lebens ein. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das alles auseinanderklamüse, aber glaubt mir mal, dass das durchaus legitim ist, zu sagen, er haucht den Geist Gottes ein. Heiliger Geist wird uns in die Nase eingehaucht. Wir werden ins Leben geatmet. Das Ergebnis, da hauchte Gott dem Menschen den Odem des Lebens in die Nase und der Mensch wurde eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele. Heißt nichts anderes, Nefesh, Seele, das ist die Kehle, die Gurgel, durch die atmen wir ein, durch die schlucken wir Wasser, durch die nehmen wir Nahrung auf, durch die Kehle, durch die Nefesh. Wir sind Fleisch und Blut. Da holen wir das Leben in uns rein, wir verarbeiten das und wir geben es auch wieder ab. Aufnahme und Abgabe von Leben, das ist Heiliger Geist. Der macht dich löchrig, der macht dich porös. Du bist nicht ganz dicht, du bist empfänglich fürs Leben. Und es steckt so viel Leben in dir, das muss raus. Das bist du, lebendige Seele, gib dir das. So beginnt die Geschichte des Heiligen Geistes mit uns Menschen. Heißt übrigens, jeder Mensch hat Anteil am Geist Gottes, nicht nur die Kirche, nicht nur die Religiösen, nicht nur die Gläubigen. Jeder Mensch, sonst wäre er ja nicht lebendig oder sie. Wie schön ist das? Geist Gottes überall. Der Geist Gottes ist die schöpferische Kraft gegen die Mächte, die das Leben hemmen oder schädigen oder gar töten wollen. Habt ihr mal überlegt, wer ist denn eigentlich der Wind, der in der Wüste dem Volk Gottes Nahrung zuweht? Habt ihr mal überlegt, wer ist denn dieser Wind, dieser Sturm, der das Meer teilt, damit sie lebendig und trockenen Fußes hindurchgehen können? Wer ist dieser Wind, der die tödlichen, menschenverschlingenden Wasserdämonen und Seeungeheuer in die Schranken weist? Das ist kein anderer als der Heilige Geist. Das sind alles anonyme Manifestationen des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch gerne begeistern, möchte euch achtsam und wachsam machen. Ich glaube, du erlebst und hast es viel, viel mehr mit dem Heiligen Geist zu tun, als dir das oft bewusst ist. Eine der tiefsten Visionen vom Geist Gottes hat der Prophet Hesekiel. Der weiß darum, dass menschliche Herzen versteinern können, sind wie tot. Und dann sieht er, wie der Geist Gottes kommt und macht aus steinernen Herzen wieder lebendige, fleischerne Herzen. Ein bisschen Horrorvideo, weil er sieht dort ein Totenfeld mit lauter Knochen und dann sieht er, wie an die Knochen wieder Sehnen kommen und dann Muskeln und Fleisch und dann werden sie mit Haut überzogen. Oh, ich will das gar nicht sehen, aber cool ist es trotzdem, oder? Der Geist Gottes, er macht lebendig, das kann er. Und das ist ja schon stark, Leben zu schaffen und Leben zu erhalten und Leben vor dem Tod zu schützen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Aber der Geist Gottes setzt noch eins drauf. An Ostern. An Ostern hat der Geist Gottes unter Beweis gestellt, dass er Leben nicht nur erschaffen und bewahren kann, sondern dass er Leben vollenden kann. Ostern ist ja nicht die Wiederbelebung einer Leiche. Und dann lebt Jesus das alte Leben wieder. Ja, da wäre er ja irgendwann wieder gestorben. Ostern ist ja die Auferweckung in das Leben, was dann völlig frei ist von allen Hemmungen, von allen Bedrohungen, von allem Tod und allem Leid. Ostern ist die Vollendung unseres Lebens und der Heilige Geist hat das an Ostern zum ersten Mal gemacht. Und deshalb gibt er uns heute die Hoffnung, dass er es mit uns auch machen und schaffen wird. So, das wäre so der erste Karrierestrang, merkt ihr das? So von ganz am Anfang über diese anonyme Gestalt und jetzt wird schon ein bisschen konkreter der Heilige Geist bei Jesus Christus. Ich möchte diesen ersten Karrierestrang abschließen und möchte dir zu deiner Lebendigkeit gratulieren.
Weil ich nämlich ahne und jetzt wiederum auch dir positiv liebevoll unterstelle, dass du genauso wie ich auch daran leidest. Ich habe so einen Hunger nach Leben, so einen Durst. Ich kriege den Hals nie voll genug, diese Nefesh, diese Kehle. Ja, irgendwie habe ich echt auch den Eindruck, das, was in mir steckt, diese Selbstverwirklichung ist immer irgendwie gehemmt. Die Welt wartet eigentlich noch auf den wahren Andreas Luz. Den hat eigentlich noch keiner erlebt. Was ist das? Und ich leide an meinen Defiziten und dass ich so nach dem Leben mich ausstrecke und sehne und eigentlich nie an den Punkt komme, dass ich da bin. Und weil wir auch so groß geworden sind, viele von uns, dass wir eher daran leiden und Bedürfnisse und sei nicht so maßlos und bleib bescheiden und und das Leben nicht so viel und so und Selbstverwirklichung, geh da bloß nicht zu sehr ab. Nein, ich möchte euch dazu gratulieren. Ihr seid vom Geist Gottes als lebendige Nefesh gemacht und das bedeutet, ihr habt Hunger und Durst nach Leben, ihr seid Fässer ohne Boden. Und es ist schön, ich gratuliere euch, dass ihr ständig irgendwie so auf dem Trip seid und du kriegst den Hals nicht voll genug. Wenn dir das weggeht, bist du tot und nicht mehr lebendig. Lasst uns lieber an unseren Defiziten, an all dem Problematischen leiden, als dass wir das versuchen abzustellen und abzutöten. Der Geist macht dich lebendig. Hab Hunger und Durst nach Leben. Und streck dich nach dem aus, der diesen Hunger und Durst zutiefst stillen kann, weil er in dir atmet und aus dir rausgeht, weil er Wasser des Lebens ist für dich und aus dir rausströmt. Zweiter Karrierestrang, der Geist, der ermächtigt. Ich wollte euch fragen, kennt ihr Schamua, den Sohn Sakkurs vom Stamm Ruben? Kennt ihr? Flüchtig. Ja, klar. Manu, der Theologe, kennt den flüchtig. Schaphat, den Sohn Horis vom Stamme Simeon. Kennt ihr nicht? Leute, was ist los mit euch? Gadi, Amiel, Setur, Nachbi, Geuel, ich vergaß Yigal. Das sind alles keine Waschlappen, das sind keine Weicheier, das sind ausgewählte Crème de la Crème Fürsten der jüdischen Stämme. 12 Männer mit Namen genannt, ausgesendet, das heilige Land zu erkunden. Aber wir kennen nur noch 2 Namen von ihnen. Wieder lauten? Wer bleibt übrig? Wen kennen wir? Wen hast du in deinem Gedächtnis? 2 Namen, die tragen die dicke Frucht nach Hause. Josua und Kaleb. Warum ist das so? Die haben alle dasselbe gesehen, die waren alle im selben Land, die haben das beobachtet und jetzt kommen die alle zurück. Und jetzt breitet sich ein richtig unguter Geist unter diesen 12 Kundschaftern aus. Und sie fangen an und sagen, das Land, ja, es ist schön, aber passt mal auf, da gibt es Riesen und diese Riesen fressen Menschen. Und wenn wir da reingehen, werden wir bei lebendigem Leibe von denen gefressen. Und Josua und Kaleb verstehen die Welt nicht mehr. Alle 10 anderen heulen rum und sagen, lieber wieder zurück nach Ägypten. Und die beiden sagen aber, wir werden mit der Kraft Gottes das Land einnehmen. Das Volk hört aber nicht auf die, der böse Geist macht sich breit. Und dann kennt ihr die Geschichte, 40 Jahre Wüste. Und nach 40 Jahren wird dann das Land aber tatsächlich verteilt. Und als Kaleb zu Josua geht und dann Josua fragt ihn, Kaleb, wo willst du denn wohnen? Da sagt er, hey, weißt du noch, als wir damals auf den Höhen bei Hebron waren? Da habe ich gesagt, hier wird mal mein Haus stehen, da will ich hin. Und dann sagt Josua, kriegst du. Und dann ist dieser Kaleb 80 Jahre alt. Und wisst ihr, wen er aus dem Land schmeißt? Die Söhne Anaks, die Vorfahren von Goliath. Riesen mit 80. Und dann kommentiert die Bibel an einer Stelle, warum wissen wir nur noch von diesen beiden? Warum bleiben die übrig? Weil ein anderer Geist in ihnen war. So schlicht und ergreifend sagt das die Bibel. Ein anderer Geist. Männer und Frauen werden vom Geist Gottes gepackt, ergriffen und erfüllt und durch die macht Gott Geschichte. Einzigartige Stories. Und jetzt müssten wir eigentlich wirklich eintauchen in diese Episoden des Geistes mit Menschen. Das sind Menschen im Kleinen und im Großen, im Alltag und im Sonntag, Männer und Frauen, Könige, Priester und Propheten,
aber auch ganz normale Durchschnittsmenschen, sie werden vom Heiligen Geist inspiriert und ermächtigt. Das bedeutet konkret, sie haben urplötzlich Durchblick. Sie treffen in einer Situation genau die richtige Entscheidung und reißen das ganze Volk mit und aus dem Elend. Und sie riskieren sich selbst, sie gehen all in. Die einen machen das laut, die anderen machen das eher still im Hintergrund. Durch begeisterte Menschen führt Gott sein Volk immer wieder neu aus der Enge in die Weite. Das ist auch so ein Strang in der Geschichte des Heiligen Geistes. Ich erinnere an Mose. Mose war ein großer Führer des Volkes Israel aus Ägypten. Es wurde ihm zu viel. Das riecht ziemlich nach Überlastung und Burnout. Und dann sagt Gott, kein Ding, ich nehme von deinem Geist und ich verteile den auf 70 weitere, die werden dann deine Mitarbeiter und die helfen dir, das ganze Volk hier zu schmeißen, zu richten und zu leiten. Künstlerinnen und Künstler werden vom Geist Gottes erfüllt und erschaffen lauter schöne Dinge. Richterinnen und Richter retten das Volk in auswegloser Lage. Und wieder mal geht es wild zu. Propheten geraten in ekstatische Verzückung, Könige tanzen rum, liegen eine Nacht lang nackt auf dem Feld, Propheten laufen auch nackt durch die Gegend. Also es ist wirklich wild, wenn der Geist Gottes in ein Leben kommt. Daher kommt der Begriff Meschugge. Der hat einen an der Latte oder die. Aufsehenerregende Handlungen machen die. Es scheint also auch keinen Sicherheitsmechanismus zu geben. So nach dem Motto, wenn du vom Geist Gottes ermächtigt bist, wenn du empowered bist, wenn du befähigt bist und jetzt machst du damit aber Unsinn, dann klickt da kein Sicherheitsmechanismus ein, der das Ganze abstellt. Nö, die machen einen Haufen Unfug mit der ermächtigenden Kraft dieses Geistes. Simson kommt einfach auf die Idee und macht mal einen Löwen tot oder bringt ein paar Philister um. Elisa denkt, ich schlachte die 400 Baalspriester ab. Das ist nicht, ob das Heiliger Geist war? Ich weiß es nicht. Ob das Heiliger Geist ist, wenn Elisa Glatzkopf genannt wird und dann verflucht er die Kinder und die werden, glaube vom Bären aufgefressen. Da ist kein Sicherheitsmechanismus, Leute. Das ist eine wilde Geschichte mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist eine Energie, eine Macht, ein Kraftfeld und da ist unheimlich viel möglich. Es gehört jetzt zur Karriere des Heiligen Geistes, dass er aber jetzt so einen demokratischen Prozess einläutet. Joel 3. Bisher waren das ja alles so auserwählte Leute, die wurden erfüllt vom Heiligen Geist und dann kann das auch sein, dass der Geist wieder wegging. Aber schon in Joel, also auch im Alten Testament, da heißt es aus der Story des Heiligen Geistes, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Pfingsten liegt in der Luft, ihr Lieben, Pfingsten. Eine ganz neue Form der Geistesgegenwart bei uns Menschen. Du hast es wunderschön gesagt eben. Es sind nicht mehr die Privilegierten, die Gelehrten, die Auserwählten, die allen anderen verklickern, was sie zu glauben und wie sie zu leben haben. Sondern jetzt kommt der Geist in das Leben eines jeden einzelnen Menschen. Du hast die Quelle des Lebens jetzt auf deinem eigenen Grundstück. Du bist wirklich geistgeleitet und damit komme ich zum Abschluss. Damit komme ich wirklich zu einem Höhepunkt. Und er hat natürlich mit Jesus Christus zu tun. Denn Jesus Christus ist jetzt das Geschöpf des Geistes par excellence. Warum? Im Garten Eden, keine Ahnung, wie wir uns das genau vorzustellen haben, da war Gott ja auch gegenwärtig, aber sie haben ihn lediglich gehört. Irgendwo da, er ist da. Durch seinen Geist hatte Gott seinem Volk und den Menschen unheimlich viele gute Gaben geschenkt. Das Gesetz, die Torah, den Tempel, das Land, den Kultus, auch die Religion. Das sind sozusagen alles Stoffwechselprodukte des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist ist kein Gespenst, so nach dem Motto, puh, ich bin wieder weg, huch, da war er gerade. Der Heilige Geist liebt es, verlässliche Gegenwart Gottes aufzubauen.
Und verlässliche Gegenwart Gottes hat etwas mit Religion und mit Kultus zu tun. Damit, dass du hier heute Morgen ins ICF kommst und weißt ungefähr, wie das hier läuft. Das hat etwas mit der Bibel zu tun. Auch die Bibel ist ein Stoffwechselprodukt des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist kein Gespenst. Das bedeutet, er liebt es, sich zu materialisieren. Er liebt es, in Formen zu wohnen, sich Form zu geben. Aber jetzt setzt Gott noch mal einen drauf und jetzt ist er selber gegenwärtig. Das heißt, die Menschen haben die Erfahrung gemacht, da ist Jesus und wir haben es in ihm mit Gott zu tun. Gott ist gegenwärtig, er steht mir gegenüber. Und bei Jesus wird das jetzt wunderschön deutlich, dass der Heilige Geist bei ihm personhafte Züge annimmt. Jesus hat jetzt nicht einfach gelebt, was er gelebt hat und getan, was er getan hat, so aus sich selbst. Er hört auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist spricht zu ihm. Der Heilige Geist leitet ihn. Bei der Taufe kommt er herab auf Jesus und er bleibt. Er bleibt. Er ist der einzigartige Gesalbte, der Messias. Und dann heißt es, der Heilige Geist, der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste. Da hast du jetzt den Eindruck, aus einer Kraft, aus einem Energiefeld, aus einer Dynamik wird jetzt eine Person im Leben Jesu. Der Heilige Geist wird immer mehr Person. Und das setzt sich jetzt auch fort, besonders in Pfingsten. Das ist jetzt der Höhepunkt dieser Geistkarriere. Weil Jesus jetzt sagt, ich behalte den Geist Gottes mit seinen personhaften Zügen nicht egoistisch für mich selbst. Ich teile ihn euch mit. Ich möchte, dass ihr in einer ähnlichen Weise, wie ich Kind des Vaters bin, im Geist der ewigen Kindschaft, ich möchte, dass ihr in einer ähnlichen Weise mit Gott in diese Beziehung der Kindschaft, auch durch den Heiligen Geist, hineingeholt werdet. Und jetzt geht es richtig los mit dem Heiligen Geist. Konkrete, personale Handlungen, die er da vollzieht. Er hört. Er erinnert, er lehrt, er spricht, er verherrlicht, er führt in die Wahrheit, er legt Zeugnis ab, er überführt der Sünde. Man kann ihn betrüben, man kann ihn dämpfen. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie er bis in die konkreten Details die Gläubigen leitet. Sollen wir uns beschneiden lassen? Und der Heilige Geist sagt auf dem Apostelkonzil, ihr müsst diese jüdischen Riten nicht länger einhalten. Ihr könnt in eine authentische Gottesbeziehung einsteigen, ohne dass ihr vorher Juden werden müsst. Und das ist kein Antisemitismus, sondern das ist das erste Dogma. Da steht wirklich der Begriff Dogma, ein befreiender Entschluss. Und wer hat ihnen das beigebracht? Der Heilige Geist. Er sagt zur Gemeinde, hey, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Spricht der Heilige Geist in der Ich-Form. Er betritt jetzt wirklich die Bühne als eine Art Person. Er nimmt das Zepter in die Hand. Er fängt an zu wirken. Und das ist ganz, ganz stark. Ich finde den Höhepunkt dieses Wirkens, dieser Freund, von dem du am Anfang gesprochen hast, oder dieser Beistand, dieser Tröster. Paulus sagt mal, gell, wir wissen oft nicht so genau, wie wir glauben sollen, wie wir beten sollen, wie das geht. Aber pass auf. Der Geist Gottes vertritt uns im Gebet vor Gott. Merkst du, was jetzt passiert ist? Bisher war der Geist Gottes einfach eine Kraft, die von Gott ausgeht. Aber jetzt ist der Geist Gottes wie etwas Eigenständiges. Er steht Gott gegenüber. Gott tritt im Heiligen Geist auf deine Seite, ihm selbst gegenüber. Deswegen kannst du Dinge glauben, die kannst du eigentlich selber gar nicht glauben, aber der Geist lässt sie dich glauben. Deswegen ist das oft überhaupt nicht zu unterscheiden. Wer ist es jetzt? Paulus sagt an der einen Stelle, der Geist Gottes ruft in unserem Herzen, aber lieber Vater. Im Galaterbrief heißt es dann, wir rufen im Geist, aber lieber Vater. Ist auch egal, müssen wir gar nicht unterscheiden. So nahe kommt Gott dir jetzt in dieser, so etwas Ähnliches wie eine Person, Heiliger Geist, dass er auf deine Seite tritt.
Ich habe gesagt, das ist alles ein bisschen wild, das ist alles auch diffus, das gehört zum Heiligen Geist dazu. Da hast du keine Sicherheit, den kannst du nicht an die Kette legen. Das ist nicht immer alles eindeutig, aber gerade jetzt noch abschließend ein paar Punkte zu diesem wichtigen Thema Geisterunterscheidung. Kurzes Beispiel, es ist ja völlig klar, dass wir uns nicht von allen möglichen Geistern in dieser Welt ergreifen lassen und auch nicht lassen sollten. Eichendorff, der Dichter, hat mal gesagt, dort, wo ein Begeisterter steht, ist der Gipfel der Welt. Ja, Amen. Ich glaube, das ist deutlich geworden jetzt. Aber wir wissen, was weiß ich gehe ab und zu mal ins Stadion und was ist denn da mit mir passiert, wenn ich urplötzlich anfange und rufe zum Schiedsrichter, du Hurensohn, ich weiß, wo dein Auto steht. Ja, da hat mich doch ein Geist ergriffen, da war mal Begeisterung, mein Team führt und jetzt, und urplötzlich schwappt der Geist und wisst ihr, ich als Deutscher weiß etwas von diabolischer Begeisterung zu erzählen. Das werden wir Deutschen hoffentlich nie vergessen, dass es Geister gibt, von denen wir nicht begeistert sein sollten. Ich nenne abschließend einfach sehr stichpunktartig. Bewusst nicht als Warnung, bewusst nicht, das ist nicht Heiliger Geist und das nicht und das nicht. Diese Art zu denken mag ich nicht. Wir haben eben im Lied gesungen, we need a fresh wind, a fragrance of heaven. Und ich habe das hier notiert. Danke, Band, für dieses tolle Lied. Ich habe das hier notiert, Duftmarken des Heiligen Geistes. Und wenn du die jetzt umdrehst, dann weißt du auch, wo diese Duftmarken nicht da sind, müssen wir uns fragen, ist der Heilige Geist noch da? Ganz wichtig, der Geist Jesu Christi, der Heilige Geist, ist nicht ein immer nur euphorischer, hoch angebundener Yippie-Yippie-Yay-Geist. Er kann auch die Tiefen des Lebens. Er kann seufzen. Das war eben Heiliger Geist, als wir an dieses Ehepaar gedacht haben und haben für den Herzfehler dieses heranwachsenden Lebens gebetet. Da haben wir gemeinsam geseufzt und gelitten. Christliche Spiritualität, Spiritus, Heiliger Geist, geistbestimmt Leben bedeutet, wir blenden die Tiefen des Lebens nicht aus. Der Geist führt uns da hinein. Das unterscheidet uns von vielen Spiritualitäten, in denen man sich das Leben nur schön glauben will. Das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Heiliger Geist geht und funktioniert auch in der Tiefe des Lebens. Heiliger Geist führt immer in die Freiheit. Der latscht nicht einfach in dein Herz rein und manipuliert darum, ohne dass du es mitkriegst. Er zwingt dich nicht. Er droht dir auch nicht. Er macht dir auch nicht die Hölle heiß mit irgendwelchen Ängsten. Er hält auch keine Predigten, wo Ängste nur noch geschürt werden. Und wo man dann sagt, Zeitgeist, 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 passt euch nicht dem Zeitgeist an. Alter, was du hier verkündest, ist Zeitgeist. Der Zeitgeist der Angst, der Zeitgeist, der uns weismachen will, der Untergang naht. Heiliger Geist geht so nicht mit uns um. Er führt in die Weite, in die Freiheit. Er macht Hoffnung. Er ist kein Geist der Angst. Er versprüht ein Klima der Großzügigkeit, der Entwicklungsgroßzügigkeit. Hey, ICF, das finde ich, ist doch so wirklich so ein Raum des Heiligen Geistes. Da wird experimentiert, da werden Fehler gemacht, da wird sich großzügig verziehen. Wenn es sein muss, vergeben wir einander auch. Das ist Trial and Error. Heiliger Geist. Also ICF ist ja selber ein Stoffwechselprodukt des Heiligen Geistes. Als der Heilige Geist mit vielen anderen Kirchen nicht weitergekommen ist, hat er sich einfach eine neue Kirche ausgedacht. Ist doch herrlich. Und bildet euch bloß nicht ein, dass ihr die letzte Kirche des Geistes auf Erden seid. Irgendwann seid vielleicht auch ihr weg oder werdet immer wieder erneuert werden. Aber das geschieht spielerisch, das geschieht mit Entwicklungsgroßzügigkeit. Für mich ist diese Karriere des Heiligen Geistes, wo er immer mehr zu einer Person wird, unglaublich schön und wichtig. Ich hätte euch noch viel zu erzählen und jetzt wollen wir aber nicht reden, wir wollen jetzt etwas machen, was wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Ich habe eben gesagt, er latscht nicht einfach in unser Leben. Weil er sowas wie eine Person ist, geht er mit uns persönlich um. Wenn du keinen Bock auf ihn hast, dann respektiert er das. Ich habe den Eindruck, er will hören, dass wir Lust haben auf ihn. Dass wir sagen, komm, Heiliger Geist. Er ist nicht einfach automatisch immer da.
Und da gibt es im Epheserbrief einen sensationellen Vers, wo der Apostel Paulus Folgendes sagt: Werdet voll Geist. Und dann erklärt der Apostel Paulus, wie man voll Geist wird. Indem ihr mit Psalmen und Lobgesängen und geistgewirkten, geistinspirierten Oden dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Ich hoffe, du hast jetzt so Lust auf diesen Geist und seine Karriere in dir und mit dir, dass du dich jetzt voll Sehnsucht, alle Kanäle ausstreckst und sagst: Holy Spirit, you are welcome here. Amen.